Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit dem neuen Let's Play. Und zwar Let's Play The Walking Dead Season 1 auf Pelzig. Es freut mich ganz besonders, das Spiel für euch zu zocken. Und zwar wollte ich mir unbedingt wieder so altes Point-and-Click-Adventure-Feeling haben. Und das mit einem relativ modernen Thema. Und da hat sich The Walking Dead super angeboten für mich. Ich bin sowieso ein riesen Fan von den Comics. Und die Serie mag ich auch sehr gern. Deswegen werde ich auch das ganze Let's Play über mein wunderbares The Walking Dead Fanshirt tragen. Also nicht wundern auf dem Wege, Yankee, zieh doch mal was anderes aus, da hast du das in einem Rutsch gezockt. Nee, das ist alles wirklich bewusst, dass ich das Shirt die ganze Zeit habe wär. Und die Facecam habe ich auch nochmal deswegen gewählt, damit ihr mir nochmal bei aller Reaktionen zugucken könnt, weil das Spiel hat teilweise richtig heftige Effekte und richtig heftige Handlungsstränge. Lasst euch nicht davor abschrecken, dass es im Stil von der Comic-Grafik kalte ist. Es hat wirklich richtig erschreckende und sehr psychisch gravierende Momente, würde ich sagen. Aber bevor ich zu viel schwätze, würde ich sagen, wir fangen doch mal direkt an. Wenn diese Anzeige zu sehen ist, werden Fortschritte gespeichert. Bitte schalten Sie das PlayStation 4 System nicht aus, während die Anzeige auf dem Bildschirm angezeigt wird. Hatte ich nicht vor. Und es wird teilweise richtig üble Momente geben, dass ich auch keine Zeit habe vorzulesen, leider. Deswegen bitte nicht kritisiere bei sowas, weil ich kann in solche, da nehmen wir Standard, würde ich sagen, da haben wir ein bisschen mehr Hilfe parat. Und starten direkt hier mit dem neuen Tag. Ja, wie gesagt, es gibt manchmal hier Passage, da muss ich aus der Hüfte raus, muss ich meine Entscheidungen fällen. Deswegen gibt es ab und zu auch wirklich Stellen, wo ich nicht alles vorlesen kann, aber ich probiere es einfach. Deswegen ab und zu werde ich mal nicht so viel retten können. Die Spielreihe passt sich von den dir getroffenen Entscheidungen an. Die Handlung richtet sich nach deiner Spielweise. Deswegen, wie gesagt, ab und zu bin ich auch mit Lesen beschäftigt, weil das ist auf Englisch und hat deutsche Untertitel. Hin und wieder kann es halt sein, dass ich zu sehr am Lesen bin und dass ich nicht so viel kommentieren kann. The Walking Dead. Seht's mir einfach noch in dem Fall. Alles vorlesen kann ich leider nicht. Wir starten direkt in Atlanta, wo auch die Comics und die Originalserie von AMC anfängt. Ah, ich freue mich so, das zu spielen, ohne Witz, ihr Leid. Ihr liebe Leid, das war mal Bedürfnis, das zu zocken. Als großer Walking Dead Fan und weil ich so alte Point-and-Click-Adventures in neuem Stil super toll finde. Da fangen wir doch mal direkt an mit unserem Hauptcharakter hier, mit dem guten Lee Everett. Der gerade ein bisschen Probleme hat, wie es aussieht. Na, sag doch Well, was. I reckon you didn't do it then. Ich doch nicht. Ich hab nichts gemacht. Does it really matter? Spielt aber, glaube ich, keine Nah, Rolle mehr, wenn man im not Auto much. sitzt. I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Das Gefängnis Ever since about üblicherweise, now, I get the, I didn't so do nebenbei it. als kleine Randinfo. And what do you say? Das wäre das Gefängnis, wo I auch say, die yep, I know you didn't. Story in den Comics und in der Serie spielt. Also das wäre wirklich das Gefängnis gewesen, wo man hier gebraucht hätte. Wollen wir in der Rückspiegelreihe? Jawohl, glotz, glotz. I followed your case a little bit. You being a Macon boy and all. Macon Boy. Besser als der Bacon Boy. You're from Macon then. Yep, came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. I always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. Oh, also ein Senator hat er A abgemurkst. real So viel shame wissen wir. that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Unsere Sure Eltern haben eine is. Drogerie Good. in Macon, Georgia. Jetzt noch zu gucken. Any of Radio. that seem important to you? All of it. But that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. Wundert mich, dass I der got a Privato nephew up abgeführt at wird und nicht in UGA. einem Bus. You Muss teach ich there ehrlich long? sagen. Going on my 6th year. Ah, You meet UGA. your wife in Athens? Also, You wanna Lee know how I see arbeitet it? anscheinend an der Uni. Sure. Ja, dann sag's doch auch, Mendel. Regardless, could be you just married the wrong woman. Und irgendwas mit der Frau hat's auch noch zu tun, was er gemacht hat.
Ach, gut, die Antwort. Bläh. Können wir noch mehr als das You'll have to Radio learn to angucken? stop worrying about things you can't control. Oh. Da scheint wohl auch schon die Plage zu starten. Überall Einsatzfahrzeuge und auch noch I'm Helikopter. driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Kriegt man bestimmt sehr viel mit in dem Job als Polizist, gerade wenn man Then Gefangene before long, he überführt. starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Oh je. So did he do it? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. Oh je, ja, da kriegt man Goes wirklich to was show, mit in dem Job. People will up and go mad when they believe their life is over. I got Allerdings. another good one for you. Oh, guck auf die Less Strohstyp. depressing and a bit more hilarious. Du Latschfenner. if I do Uah. say so. This other time. Das war anscheinend ein Walker. Ja. Da hat unseren Officer Friendly anscheinend schon der erste Walker, der erste Zombie überfahren. Nicht wundere, ich bleib da auch im Wortlaut von den Comics und sag ach Walker zu den Zombies. Ja, da latschen sie schon überall rum. Oh je, oh je, oh je. Das sind auch exakt die Szenarien, die ich schon immer mal nicht sehen wollte, wenn ich gerade so halb aus dem Koma aufwach und dann die Geräusche dazu noch höre. Wunderbare Situation. So macht das Spaß. Ah, wach wieder auf, Lee. Hopp. Oh, shit. Thirsty. Torstich, ja, nicht schlecht, ja. Leg. So, Lichter, der Polizist. Hey! Hey, officer! Are you alright? Ja, sieht I'm nicht so still aus. cuffed back here. Der liegt in einer Schleifspur aus Blut. Der scheint wohl nicht so frisch zu sein, der Kerl. Dann dreht man nochmal der Ei. Na, Allah. I need to drag myself out that window. Alles klar, dann krabbel ich doch mal hier. Und raus mit dir. Eieiei. Der ist aber ein Fallobst, der Kerl. Ja, da ging's schon tief und steil in der Grabe runter. Das Bär sieht auch nicht so frisch aus. Dann krabbel ich da mal am Auto entlang, wie es das Spiel vorsieht. Eieiei, was haben wir dann da? Schleifspur aus Blut. Scheint da krepiert zu sein und hingeschleppt worden zu sein. Was gibt's dann da? Gewehr. Officer shotgun is over there. Dann holen wir uns die doch erstmal, oder? Ja, man kann sich ja auch draufstellen wie der letzte Mensch. Looks empty. Mhm. It'll be Leer ist easy es to auch noch. carry with these cuffs off. Okay, da haben wir gesehen, dass da noch was war. Gewehrpatrone, die nehmen wir doch mal mit. Na. Es geht doch. Guter Bur. Okay, haben wir jetzt Gewehrpatrone und dann gucken wir uns mal der Officer Friendly an. Der wird ja wohl die Handschelle Schlüssel noch bei sich haben. Officer? Officer? God damn. Ja. Ich kann drauf wetten, der steht auf, wenn wir jetzt nur greifen. Die sind aber eigentlich auch so locker, die Handschelle, dass man die auch so ausziehen könnte ohne Schlüssel. Da habe ich schon engere gesehen. Machen wir auf.
Oh Mann, hab doch nicht ständig einen Valentin, wenn du der Typ halb am Verwandle ist. Oh, jetzt nimm die scheiß Schlüssel, Kerl. Boah, ich hätte echt dann Schiss bei sowas, dass der hier seinen Captain Crunch kriegt, der Dote. Oh, jetzt schließ auf, Mann. Nicht stehen ja noch direkt beim Kadaver. Hab. Aufmacher. Na, Allah. Jetzt steht er auf. Holy shit! Ja, ich krabbel schon. Geh fort. In the hell? Okay, die Gewehrpatronenhämmer. Ja, weg mit dir ist gut. Links ist es. Nimm jetzt das Gewehr. Und jetzt waschtelst du die Patronen. Du Kerl! Nimm die Patronen und steck sie in den Lauf, Kerl! Don't make me do this! Ja, oh ja, das will ich. Halbrieb abgeschossen. Ach du Levi-Zeit. Das hat aber ordentliches Werk angerichtet. Na dann. Skin's all rotten and he smells like shit. What the hell is this? Ja, in so kurzer Zeit verrottet man eigentlich noch nicht. Ah, da hinten steht jemand. Help! Go get someone! Kleines Mädel, ne? There's been a shooting! Die wird später noch sehr wichtig. So viel kann ich schon mal verraten. Da kommt was. Da kommt schon die nächste Fuhre an Widerlinge. Da, hopp. Pack. Oh, natürlich stolpert er nochmal über den Kadaver. Jetzt machst du wohl, dass du dich bewegst, Kerle. Aber du kannst dich jetzt nichts bewegen, das macht er von sich aus. Ja, fall noch einmal hier, weil es so Spaß macht. Und jetzt über den unüberwindlichen Holzzaun. Hä? Schwitz. Na, die erste Hürde hätten wir schon mal genommen, ne? Dann sind wir hier in einem Privathaus gelandet. Und die Walker kloppen schon an unser Haus der. Da kommen sie wohl erstmal nicht durch. Und der Schuss lenkt sie ab. Ja, bei Walker ist immer aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn die hier was hören, dann ist egal, was sie vorher verfolgt haben, dann gehen sie eigentlich wieder weg. Wenn sie selber nicht mehr in der Schussbahn haben. Beziehungsweise, ihr wisst, was ich meine. Anybody? Jo, die Stroh sieht einigermaßen sicher aus, die Sache. Da würde ich sagen, ihr liebe Leute, an der Stelle mache ich meinen Cut und habe noch ein paar abschließende letzte Worte, bevor der Deal endet. Und zwar, es wird wie gesagt nochmal ein Let's Play im Pelzer Dialekt natürlich sein, das ist ja mein Markezeichen. Und falls ihr wieder Probleme habt, mich zu verstehen, was siehst du wieder? Bisher ist es ja noch nie aufgetaucht, glücklicherweise. Aber solltet ihr Probleme haben, mich zu verstehen, geben einfach in die Kommentare Bescheid, sagen, hey Yankee, red mal, bisschen deutlich, du nuschelst so arg. Ist dann kein Problem, mache ich dann gern für euch. Und ich habe auch noch gesehen, bei der DVD war noch 400 Days dabei, das DLC. Wenn ihr wollt, dass ich das noch danach spiele, vielleicht zeitgleich zu Season 2 oder so, gebt einfach Bescheid, mache ich auch sehr gern für euch. Oder vielleicht einfach noch Season 1 und dann noch 400 Days und dann Season 2. Gebt einfach in die Kommentare Bescheid. Bis dahin, machen's gut, bis zur nächsten Folge, du geht's auch wieder richtig gut ab. Machen's gut. Eiern Yankee.